Die Reise nach Enbesa ins geheiligte Land der Löwen geht weiter bei Anno 1800. Willkommen zurück, liebe Freunde. Heute machen wir uns auf nach Olyspo. Der Kapitän wartet auf neue Befehle. Heimkehren, Verlust abschreiben, umkehren, klar, einfach das DLC einfach abschreiben und sagen, pff, kein Bock mehr drauf. Fortsetzen, jo. Fortsetzen. Ja, komm, wir haben genug an Bord. So. Wir können nur auf guten Wind hoffen, auf mehr nicht. Da müsste eigentlich schon da sein, oder? Ich sehe direkt. Offenbar noch nicht. Also, wir haben ja eines unserer Schiffchen da, die Eiskrone, zurückgeschickt. Aus diversen Gründen. Gehen wir uns wieder in die alte Welt. Ja, ich will ja dann vor allem hier unten, will ich echt mal jetzt mal anfangen, die Insel so weit aufzuziehen, dass wir sie auch nachher nutzen können. Wir haben zum einen ja auch noch ein bisschen was für Messing, die Produktion, Stein- und Eisenvorkommen. Sehr gut. Aber jetzt, wenn natürlich nicht Stein vorkommt, sondern Steinkohle vorkommen. Entschuldigung. So, nochmal gucken. Wir haben jetzt hier noch das Flaggschiff, genau, da hat er gesagt, was für so eine Dampfmaschine, Alter. Ich denke mir so, du mich auch, ey. Arbeitskrafttransfer unterbrochen. Was, wieso? Zeit, den Sextanten zu entstauben. Was? Frachtschiff steht bereit. Wobei ich mich frage, weshalb es plötzlich angefangen hat zu... ja, ihr wisst schon. War es irgendwie Sinn? Ich glaube nicht. Süß. Gut, hier oben ist sowieso auch ein bisschen, wo man sich fragt. Süße Fantasie, gesegnet seist du. Haben Sie einen Moment? Sie helfen uns, oder, Boss? Nö. Warte mal, ein Ding haben wir doch irgendwo. Neues. Hey, Was, ich hab Sekt dabei? gehalten. Ja klar, natürlich, warum auch nicht? Hey, wo hab ich denn jetzt im Teufel? Ich hab doch irgendwo... Ja, hier ist doch ein Krankenhaus. Ups, so weit reicht er nicht. Ah doch. Wenn auch nur knapp. So, ich würde eigentlich mal gucken, wie es hier generell, also auch deswegen, um die Bilanz generell ein bisschen aufzufrischen und so. Weil eigentlich geht's euch doch gut. Die haben sogar keine Brillen. Hä, woher? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ich bin ja eigentlich auch schön bescheuert, was? Achtung! Jetzt mal ganz ernsthaft. Capsulon ist doch die Chance, um all das, was... Ich meine, hallo? Kupfer, Zink, ich kann all die Waren drüber schippern. Bin ich etwa zu alt? Vor allem haben wir ja jetzt extra ein Luftschiff runtergeschickt. Was das ja eigentlich machen könnte. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Weil irgendwer macht diese scheiß Brillen. Die mache ich ja selber, garantiert. Haltet das Förderband an. Kann gar nicht anders sein. Beobachtet. Das ist die Ölraffinerie, ja, ja. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Gut, die Frage stellt sich, wieso ich bei nur einer einzigen Brillenfabrik trotzdem so viel vorrätig habe. Das will mir jetzt nicht so ganz klar werden. Alle stehen bereit. Pelzmäntel habe ich für euch deaktiviert. Ihr habt's. Dafür kein Kaffee, keine Glühbirnen. Kein Strom. Und kein Rom, ja, ich muss auch exportieren, aber kein Bock drauf. Aber generell ist nicht so eine doofe Idee. Das ein bisschen weit weg war. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie. Was? Die Lichter Olympos schimmern durch die Gischt, während die Seeleute eilig das Schiff verteuern. Verteuern? Was ist denn das für ein Wort? Musik und Heiterkeit ergießen sich durch die engen Straßen. Das Aroma von warmem Brot und bekanntem, fangfrischem Fisch weht herüber. Der Spannung der aufgestauten Erwartung strömen die Seeleute von Bord und in eine glänzend neue gelbe Straßenbahn.
Ein glückliches Lachen breitet sich unter ihnen aus, als sie in die laue Nacht hineinschaukelt, von fröhlichen Bewohnern begrüßt. Ein Gewirr aus weiten Ärmeln wendet sich ihnen freundlich zu. Buonanotte, Freunde, von woher hat die Flut sie angespült? Lügen. Ernsthaft, wir kommen aus Il Campanile. Mit ihnen ihrer Majestät, Herr Kamm. Lügen bringt gar nichts, wenn die Erfolgschance größer wäre. Das Empire, Sie haben Glück, dass Sie heute einlaufen. Normalerweise sind wir sehr nachtragend zwischen unseren Völkern, die dreißig Geschichte, von der ein Großteil im Blut geschrieben steht. Aber reden wir nicht mehr davon. Heute wollen wir schmausen und genießen. Heute Abend schauen wir in die Zukunft. Sehen Sie, wie schnell sich die Welt verändert. Wird das vor einem Jahrzehnt hier mit einer Straßenbahn gerechnet? In den vergangenen Jahren haben wir Blut vergossen. Heute Abend fließt der Wein und wir trinken auf die Hoffnung und den Fortschritt. Was sagen Sie, Bourdeaux? Sein herzlicher Enthusiasmus scheint aufrichtig zu sein. Aber sie fragen sich, wieso er wie ein Italiener klingt, obwohl er doch Französisch spricht. Und fragen, wie tief die Wunden vergangener Tage tatsächlich sind. Nur so, by the way. So, egal. Was dann möge der Streit unserer Eltern mit ihnen sterben auf ihre Gesundheit. Wird es Frieden geben? Was für Verbrechen? Was hat Nolyspo getan? Ich weiß von nix. Ein strahlendes Lächeln erscheint auf seinem Gesicht. O Timo, auf eine bessere Welt und die bittersüße Hoffnung auf Frieden also. Mögen unsere Vorfahren keine düsteren Schatten auf uns werfen. Auf den Frieden! Ihm scheint plötzlich eine Idee gekommen zu sein. Mein Name ist Alexio. Ach nee. Sie müssen heute Abend mit mir essen. Wir haben reichlich Essen vorbereitet. Die feinsten Speisen und der frischste Fisch in der ganzen Stadt. Bei meiner Ehre. Sie werden doch sicher kommen. Ein solches Festmahl muss man teilen. Und Sie sind mir herzlich willkommen. Schließlich öffnet unsere Stadt in den Tagen eine Straßenbahn. Gerne, auf zum Festmahl! Doch. Den Einladung kann man nicht abschlagen. Alexio führt ihre erwartungsvolle Mannschaft durch die Straße von Olyspo und schlängelt sich dabei geschickt zwischen geschäftigen Menschenmengen hindurch. Fackeln glänzen auf den Azulejos, was auch immer das ist, und tauchen alles in ein hypnotisches Flackern, bei dem die Häuser und hohe Mauern in bunten Farben lebendig erscheinen. Von überall ertönt fröhliches Geplauder, Gläser klingen aneinander und der Duft des Essens erfüllt die Abendluft. Eine niedrige Tür öffnet sich zu einer lebhaften Taberna. Alexio, endlich! Wir haben schon befürchtet, dass unser Port ausgeht. Noch bevor du kommst. Die fröhliche Feier dauert bis tief in die Nacht hinein und als der Morgen hereinbricht, hat ihre Mannschaft neue Bünde mit freundlichen Trinkkumpanen und dem Versprechen, eine leuchtende Zukunft geschmiedet. Schön. Machen wir uns weiter und zwar ins Krokodil, weit nach Mbesa, auf alle Fälle. So ein bisschen Wurst muss sein. Ja, was ich mir gerade hier gedacht habe, wenn die ja offenbar so gut drauf sind, natürlich bei ihnen Pelzmäntel gesperrt, das, ja. Aber generell, warum nicht hier ein bisschen mehr upgraden? Darauf trinke ich. Bedürfnis an Nähmaschinen. Das ist bei euch auch noch, okay. Aber eigentlich mache ich hier sowieso alles selber, also. Ich kann noch ein bisschen mehr upgraden. An Arbeitskraft. Ja, komm, wenn es da oben schon irgendwie nie ein Krankenhaus gibt, mache ich auch nochmal eins. Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir das hier ansehen. Holter die Polter. Hol die Polter. Zwischenfall in der Umgebung. Na gut, generell ist das eine gute Idee. Wenn ich hier ein bisschen mehr darauf achte, auch eben Capitoloni bzw. Crown Falls auszubauen. Und ihnen auch Waren von hier, vor allem die teuren Waren, direkt rüber zu schippern. Weil warum die ganze Mühe bei Bright Sands zu machen? Klar, Capitoloni und so liegen nicht nebeneinander, aber dafür habe ich ja eben, wie könnte es anders sein? Dafür haben wir die Luftschiffe eigentlich. Ja, das ist eine gute Idee, das machen wir so, Freunde. Also natürlich mit der Zeit jetzt erstmal alles ein bisschen vorbereiten und so, ist auch klar.
Also die Nähmaschine ist gerade ein bisschen, was mich irritiert, sag ich jetzt mal. Ich glaube, es war hier unten. Hm? Wo ist die verdammte Nähmaschinenproduktion? Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Ja, nicht mehr lange. Sollen wir ganz kurz gucken, was wir hier oben noch alles haben. Da ist Betonwerk. nichts mehr Platz. Wäre mich auch ein bisschen gewundert, ganz ehrlich. Jetzt haben wir ein zweites hingestellt, aber wozu? Ja, ich weiß, es gibt hier Ruinen. Ich glaube wirklich, Crom Falls könnte unsere Rettung aus dem ganzen Schlamassel sein. Vor allem ernsthaft, wieso ich nicht schon früher darüber nachgedacht habe. Also wirklich mal im Ernst, wir haben hier in Crom Falls so viele Möglichkeiten. Weil es so eine große Insel ist, du hast hier so viele Ressourcen. Da kann man ausbauen, bis zum geht nicht mehr. So, Nähmaschinen, wo zum Henker sind die jetzt? Da ist die Weberei, das ist ein anderes Thema. Das sind die. Wo zum Henker aber die hingepflastert? Noch eigentlich Tiere hier? Glaube nicht, oder? Nö. Das Pound-Zepter, das hat auch irgendwie Sinn gemacht. Bedeutungsloser Klunker, Charakter-Item. Was? Moment. Was stand da noch? Kreuzer bereit. Ah, Verkaufspreis. Naja. So, also wo... Ich finde ihn nicht mehr. Bin ich blind? Admiral! Ja, ich komme gleich. Hat noch was anderes zu tun hier. Hä, kann doch mal nicht wahr sein. Wo ist die? Da oben, natürlich gut versteckt. Ja, meine Güte. Moment, ich brauche Holz als Rohstoff. Haben wir genug? Von dem haben wir auch genug. Okay. War noch einen zweiten hier hin. So, und jetzt wird hier mal wieder ein bisschen ausgebaut, wa? Ja, ich glaube, das kommt gut. Chrome Falls ein bisschen ausbauen, das kann nicht schaden. Feuerwache, erstmal gucken. Haben wir vielleicht irgendwo sonst noch eine weitere Feuerwache? Wir haben hier oben noch eine, okay. Wir haben hier eine Schule, also wir haben hier eine Schule, wir haben da oben eine Schule. Schauen wir mal dahin. Die Uni in der Mitte, jo. Warten Sie, du setzt. Ja. Wo sehe ich jetzt wie viel? Ah, hier war's. Gut, das geht also soweit auch noch. Perfekt. Ja, ich würde sogar sagen, ich kann noch weiter ausbauen, wa? Ausbauen oder ein Haus bauen. So viel dazu, so reden wie jetzt DLC weitermachen. Wobei eigentlich Capitulani gehört ja auch zum DLC. Ja, doch. Ist. Oder war ein DLC, sagen wir es mal so. Ganz ehrlich, ich habe so viel von diesen verdammten Steinen, kann ich auch mal ausbauen. Richtige Straße machen und so. Von mir aus freigegeben. Ne, wirklich, wir müssen das jetzt wirklich mal nutzen. Ich habe das wirklich zu wenig gemacht in der Vergangenheit. Die Politur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Automatische Veröffentlichung. Wäre eine Option. Es mangelt an Arbeitskraft. Jo, ich weiß. Um die neue Welt kümmere mich ein anderes Mal. Unser Journalismus. Ja, ich weiß, kennt man gar nicht mehr.
Vor allem zu Zeiten von Trump und von Corona, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt hören wir mit dem Quatsch auf, weil ich sehe nichts mehr. So, Leute, dann machen wir uns mal ab zum Upgraden. Der will gar nichts. Warum überhaupt? Ach, der Markt ist so... hier ist er doch. Ah, nee, das Wirtshaus. Wo ist denn hier? Da haben wir einen, da haben wir einen. Da oben könnte es vielleicht auch mal knapp werden, aber hier unten ist sicher mal noch gut, einen hinzumachen. Ja, könnte knapp werden da. Gut. Die auch noch upgraden. Nicht immer nur upgraden, sondern auch mal upgraden. Ach, ich liebe, dass ein Plan aufgeht. Und auch nicht, weil ich plötzlich zu wenig habe. Ups. Ja, weil dazu im Plan immer aufgeht. Also, da steht's ja bereits. Das alles als Vorbereitung oder parallele Entwicklung zum DLC Land der Löwen. So. Jetzt kommt es langsam, sind da wieder ein Plus, sehr gut. Kann man die erste Stufe upgraden. Jetzt muss ich langsam mal näher ran, weil ich sehe nichts mehr. Das wart ihr, oder? Jo. Jetzt noch verkraften, dann machen wir direkt hier mal weiter. So, 40, 50, 20 runter. Lassen wir es mal das erste so, wie es jetzt ist. Dann haben wir die Handwerker. Euch habe ich die Pelzmäntel geklaut. Ich glaube, er hatte gute Gründe dafür. Ich rede jetzt mal ganz kurz aus. Warum? Weil wir haben sowieso genug. Also aktuell, jetzt kann es nachher wieder abschalten. Ah, nee, komm. Machen wir direkt nicht hier, sondern hier weiter. Lassen Sie uns das alte Ah, Mann. fahren. Wir kommen jetzt auf die Quest, wo er gerade hatte. Gut, machen wir halt Weltkarte. Geht ja auch so. Mal runter. Grabräuber. Sie sind allein und suchen nach der sagenumwobenen verlorenen Totenstadt. Die Sagen scheinen beinahe glaubwürdig, während sie vom Rücken ihres Kamels aus in den goldenen Schimmer der Abenddämmerung blicken. Irgendwo da draußen in diesem Ödland, hinter den gigantischen Säulen aus Basalt, könnte der Schutz der alten Könige liegen. Schatz. Und dessen größter Preis, die Totenwache des Hor. Eine Statue, die den Legenden zufolge aus reinem Gold besteht und mit zahlreichen Edelsteinen besetzt ist. Sie machen Rassen an einer geschäftigen Stadt, die am Flussdelta nahe des angeblichen Ortes der Gräber liegt. Eine junge Frau mit gebildetem Auftreten winkt sie zu sich, als sie sich im Nationalmuseum über den Weg laufen. Ich habe etwas gefunden, sagt sie, und ich suche eine verantwortungsvolle Person, die dem Museum helfen kann, es zu bergen. Also eine Gutherzigkeit einwilligen. In der Hoffnung auf einen Schatz heimlich folgen. Na komm. Das ist nicht einfach nur Aberglaube. Oha. Belohnung entdeckt. Eine Mumie. Sie erkennen die Insignien der prestigeträchtigen Sandhaus-Universität am Kragen der Frau. Sie ist zweifellos gebildet. Wow.
Sie erklärt ihnen ausführlich, dass es sich nicht um Reichtum schert, sondern die Geschichte ihres Volkes im Museum für alle sichtbar machen möchte. Und legt eine zerfledderte, vom Alter befleckte Karte auf einen niedrigen Tisch in ihrem muffigen Büro. Seltsame Symbole bedecken die Karte und kreuzen sich mit geschlängelten Linien, die alle zu einer Stadt führen, welche dem Kopf eines Schakals zugewandt ist. Assur, so steht es im Buch der Toten. Und hier, folge dem Bereiter der Wege, Anubis, dem göttlichen Einbalsamierer, den Schlüssel zu Assur hütet. Wir müssen nun die Stelle finden, an der der Weg beginnt. Das Schiff ist voll, was lassen Sie zurück? Wieso ist das ein Item? Ernsthaft? Ich muss es so mitnehmen? Aber es ist doch... Aha, es ist natürlich kein Schiffsding, okay. Sie erkennen die Insignien der prestigeträchtigen Sanders-Universität im Ja, haben wir schon mal. An der Gottheit werden sie an seinen Tempel beten. Soll den Weg offenbaren. Immer das hier kommen. Das ist plus 10%. Ja, super. Die Aufgabe ist schwerer als gedacht. Nach anfänglicher Verwirrung finden sie einen möglichen Startpunkt irgendwo im fernen Hinterland. Sie packen hastig Vorräte zusammen und brechen auf in die Wüste, wo sie sich auf der Suche nach dem lange verschollenen Schatz der sengenden Hitze und den unangenehm kalten Nächten aussetzen. Als sie immer weiter in die Dünen vordringen, setzt sie doch schnell Ernüchterung ein, dass sie sich bewusst werden, dass sie vielleicht bereits hoffnungslos verloren sind. Wie soll man diesen endlosen Ozean aus Sand eine Düne von anderen unterscheiden? Zur See und nach Norden blicken, dem Polarstern folgen. Oder was auch sonst. Der Nachthimmel über der Wüste ist tröstlich und beruhigend. Obwohl die Sterne seltsam fremd sind, eine große Wüste orientieren, also eine grobe Karte des Himmels zu zeichnen. In wenigen Tagen erreichen sie den Rand der Wüste, wo sie ihren Durst mühelos stillen und von den geringen Gebühr bekümmert übernachten können. Voller Stolz werden sie den Rest ihrer Mannschaft von ihrer Abenteuerreise durch die Dünen berichten. Sehr gut. Gefällt mir. Da geht's vermutlich in eine Art Hauptquest. Gehen wir erstmal zum uralten Labyrinth weiter. Ja, mit dem Bierchen ist natürlich die Moral schon noch viel besser. So. Zurück hier nach Chrome Falls. Wie sieht's jetzt aus? Noch nicht besonders, weil noch nicht viel Zeit vergangen ist. Ich verstehe. Strombedürfnis erst bei so vielen. Das ist auch krass. Aber ganz schön bei euch, wa? Hat mal ein bisschen Ahnung, ist schon schön. Wollte ich auch gerne mit mal ein bisschen Anno 14.04 oder 17.01 zocken würde. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ja, ja. Die Nacht dauert und dauert hier, ist unglaublich. So, ich glaube zumindest mal ein Teil langsam aber sicher mal gemacht von der Stadt. Bäh. So, wie sieht es jetzt genau aus? Können jetzt nochmal. Ja, danke schön. Jetzt wollen wir noch ein paar Häuschen. Die
Insel eines Konkurrenten wird belagert. Die Frage ist, wieso wird sie belagert? Wohl kaum wegen uns. Ups. Oh, kein Holz mehr. Ups. Sanfte Sonnenstrahlen Das ging ja schnell. verändern die Lichtung. Ja, dann würde ich mal sagen, Pelzmäntel zurück. Ich will ja nicht hier wieder irgendwie so Problem haben, sag ich jetzt mal. Den Rest muss man halt jetzt ein bisschen angucken, ob es noch funktioniert, auch mit den Brillen und so. Momentan sieht es eigentlich doch danach aus, hätten wir zu viel noch. Noch, wohlgemerkt. Aber ich habe auf der Insel ja genug Ressourcen und genug Arbeiter, also eben, damit dann auch Bright Sense so weiterhelfen können. Muss aber erstmal hier noch aushelfen. So, kann das auch ein bisschen machen. So. Ja, auch mal hier außen herum das gemacht. Man muss aber schon sagen, wird immer größer hier. Ich hier allerdings auch die höchste Stufe noch haben will. Bezweifle sehr ein wenig. Was ist sogar so, dass es irgendwie mal Gerücht gab, dass es ja Unter Beschuss. sogar noch eine weitere, noch eine höhere Stufe geben soll, als jetzt nur die aktuell höchste mit den, wisst schon, mit den nicht Ingenieuren, sondern ja, mit der nächsten Stufe halt noch, dass es noch mehr geben soll. Warte mal, Schiff unter Beschluss, was? Der Teufel fordert seinen Tribut. Och nö. Das uralte Labyrinth. Welches wir uns in der nächsten Episode zu Gemüte ziehen werden. Bis dahin. Ciao.